Ich möchte mal einen Satz vorlesen, den der Kirchenvater Augustinus gesagt hat. Er sagte Folgendes: O Gott, du hast uns für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Es ist immer sehr interessant, wenn du Zeugnisse hörst von Menschen, die sich bewusst für ein Leben mit Christus entschieden haben. Das ist total interessant, was für ein Leben die vorher geführt haben. Da sind sie von einem Hobby zum nächsten gelaufen, da haben sie hier und da versucht, sich beruflich zu orientieren. Da gab es eine Beziehung nach der anderen und das Ganze lief so, bis sie den einen kennengelernt haben, der endlich mal diesen Durst stillen konnte, und das ist dieser Jesus Christus. Ich denke, die Bibel kennen, die kennen Johannes 4, das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Das war eine Frau, die hat ein sehr schlechtes, unmoralisches Leben geführt. Die hatte einige Beziehungen und an einem Tag hat sie Jesus Christus getroffen und Jesus Christus hat gesagt, weißt du, du hast einen Lebensdurst. Aber all diese Beziehungen konnten das nicht stillen, aber von dem Wasser, was ich dir gebe, wirst du keinen Durst mehr haben. Wenn du bei Jesus Christus angekommen bist, da ist dein Lebensdurst gestillt. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, die ich ohne Gott gelebt habe. Das war so ein Jagen, das war so ein Treiben, das war von einem Wochenende zum anderen leben, von einer Diskothek in die anderen. Ich musste immer was erleben, ich musste immer unterwegs sein. Und dann, als ich bei Jesus angekommen bin, wusste ich genau, jetzt habe ich das wahre Leben gefunden. Ich weiß nicht, wie du die letzten Jahre so erlebt hast mit Corona. Ich weiß nicht, wie es für dich momentan ist mit den ganzen Kriegen. Da guckt man ja schon sehr komisch in die Zukunft und stellt sich die Frage, was kommt. Weißt du, was ein Kind Gottes sagt? Das Reich Gottes kommt. Egal wie es hier auf dieser Erde ausgeht, ich habe eine himmlische Heimat. Ich habe ein ewiges, unerschütterliches Reich, völlig unabhängig davon, was hier auf dieser Welt passiert. Ich bin zu Hause bei Gott angekommen, ich darf Frieden mit meinem Schöpfer haben und ich werde Gott im Gericht nicht mehr als Richter kennenlernen, weil ich Jesus Christus hier zu meinen Lebzeiten als Herrn und Heiland aufgenommen habe. Und da darf man als ein Kind Gottes, der Vergebung seiner Schuld hat, ganz spontan, unabhängig davon, was noch kommen wird, kann man in die Zukunft schauen, weil man genau weiß, ich bin in der Hand des guten Hirten.